Ich bin heiß auf Mittwoch, na klar. Was ist los? Ich meine jetzt nicht so heiß, dass wir dann 'n T-Shirt drucken müssen mit Weltpokal-Besieger, aber ich bin heiß, ja. Flummi-Abend. Ne, ich freue mich auf Mittwoch. Ist so das erste, ich weiß gar nicht, kann man sagen, das erste richtungsweisende Spiel? Warte, ich gucke mal, wie Chelsea in die Saison gekommen ist. Haben die nicht auch gerade wieder irgendwie so 'n komisches Unentschieden gegen irgend so 'n Bumsklub gespielt oder was? Warte, ich gucke mal. Ich mache mal die Kicker-App auf hier. So, internationaler Fußball, England. 2:2 in Brentford. Ja, ich weiß nicht, ob Brentford jetzt so das Maß der Dinge in England ist, aber ich bin da auch nicht im Thema drin, aber ich denke eher nicht so, oder? Aber immerhin 8 Punkte aus 4 Spielen, also. Ja. Keine Ahnung, wen die da alles hatten als Gegner. Wir können da mal kurz durchgucken. Also 4. Spieltag war 2:2 in Brentford. Davor war 2:0 zu Hause gegen Fulham. 5:1 bei West Ham, okay, das ist schon 'n Statement. Und dann war es 0:0 zu Hause gegen Palace, also. Ja. Weiß nicht, ob Chelsea jetzt so stark ist, wie sie gerade geredet werden, so durch ihren Wettpokalsieg, keine Ahnung. Also, ich denke nicht, dass Chelsea da irgendwie ansatzweise um die, Premier League Meisterschaft spielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber auch nur meine persönliche Meinung, was jetzt nicht heißt, dass sie schlecht sind oder sonst was, aber als das, was sie gerade gehypt werden, weiß ich nicht. Ist natürlich schon 'n Gradmesser irgendwo, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so, ich denke, Chelsea ist ungefähr so anzuordnen vielleicht noch 'n Tacken unter uns, ja, würde ich sagen. Ähm, ja, denke ich schon. Also, jetzt auf die Champions League gesehen, weil ich denke, Chelsea, na klar, kann jeden schlagen, genauso wie wir, aber dass die jetzt zu die ersten 3, 4 Top-Favoriten zählen, glaube ich auch nicht. Ja, ist so mein Take. Aber ich freue mich, auf das Spiel auf jeden Fall, ja. Weil bisher, ja, was haben wir bisher für Gegner gehabt? Also, ja, Leipzig, da hat man ein bisschen mehr erwartet, das war gar nix so. Die hast du aus dem Stadion geschossen. Danach hast du, Wien Wiesbaden-Pokal gehabt, Augsburg, das war alles irgendwie so, ja, ja, wir gucken mal. So, und Hamburg, sind wir ehrlich, also erste Halbzeit hat Hamburg gezeigt, dass Hamburg nicht erstligatauglich ist. Sagen wir, wie es ist. Ja, also danach, wir haben ab der 30. Minute 5 Gänge rausgenommen, ja, sonst wäre Hamburg zweistellig nach Hause gefahren, aber locker flockig, ja. Hätten wir die Spielfreude beibehalten, also das war ja super naiv, wie Hamburg da gespielt hat, also. Das war ja schlechter wie Wien Wiesbaden im Pokal, ja, sind wir mal ehrlich. Also, alles gut. Zweite Halbzeit war natürlich dann 'n bisschen besser. Natürlich auch begründet auf unserer Leistung, dass wir halt 'n paar Gänge rausgenommen haben, was völlig richtig war. Wir haben genug Kräfte geschont. Ja, also Standortbestimmung wird das Spiel für uns auf jeden Fall werden, denke ich, ne? Weil, ja. Aber unsere Offensive ist schön anzusehen. Ich denke, da werden wir auch keine Probleme haben. Ich denke auch, 'n Nicolas Jackson wird sich noch einfinden bei uns. Ich bin da guter Dinge. Ähm, ja, unser Problem ist das Problem, was wir seit Jahren haben, und ja, da werden wir mal sehen, ob Chelsea das aufzeigen kann oder halt nicht. So, ne? Das ist der einzige Knackpunkt meiner Meinung nach.